Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Nachdem jetzt das 12 Jahre vertrieben worden ist, haben hier die Schafe auch wieder absolut ruhige Minute. Und wir können hier nochmal hingehen und da sind auch noch so ein paar Bauern. Sitzen mit dir aus Knecht. Seit die Barriere um die Strafkolonie weg ist, haben wir ständig Ärger mit Banditen. Ja. Wer hätt's gedacht? Der Gückst. Allerhaupt. Dann gehen wir noch zum Ackermanns Loba, oder wie er heißt. Ja, Loba, glaube ich. Ackermanns Loba, dem sei Frau hat noch was für uns zu tun. Wo ist dann die Gretel hinter der Heck? Du Lobat heißt er. Sorry. Die Hilda, die Ackermanns Hilda hat bestimmt auch noch was für uns. Was ist los? Das ist los. Hier, Rive kriegst. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Ja, Allah. Dann mache ich das. Hin ist übrigens dasselbe Bild, was er in der Burgkanke hat, von so einem Typen Erzbaron-Rüstung, der gegen Harpier kämpft. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? 20 Gold gibt's und die hat noch einen schweren Asto dran hängen. Hier, bitteschön. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Okay, super. Einen Eintopf gibt's hier auch noch, den wir uns täglich erholen können. Moment, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte mir den Eintopf mal angucken. Hier ist er. Und der gibt 20 Lebensenergie wieder. Könnte man aber noch was machen. Da könnte man noch hier der Yankee 2 noch anlegen, damit man immer noch so einen Spielstand zum dazwischen speichern haben. Paladin sind wir auch wieder, genau. Dann schleichen wir mal erst einmal. Und dann gehen wir hier in die Truhe dran. 2 Äpfel gibt es hier nämlich noch, ein Käse, 2 Gold und Bauernkleidung 1. So könnte man es so holen. Aber ich bin ja ehrlich, ich Socke, wer Paladin wäre will, der macht sowas nicht. So. Ich wollte noch gucken, genau, 23 Uhr 41 haben wir es jetzt. Ich finde es auch etwas befremdlich, dass die gute Hilda einen Eintopf mit ins Bett nimmt. Das ist schon etwas merkwürdig. Hier war das aber, glaube ich, nicht mit der Feldräuber. Nee, das ist, glaube ich, erst, wenn ich Milizionär bin. Da muss ich hier im Lobat helfen und muss die Feldräuber vom Acker vertreiben. So, Dudo, du hast den Pan. Kanton. Ware her. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, die Pan hätte ich ganz gern, die du da hast. Für 20 Gold. Und das passt erst einmal. Servus. Ich muss weiter. Von mir aus. Ja, Allah. Gut. Dann war es das hier. Dann kriegt die gut frei, jetzt nämlich auch noch ihr Pan. Und dann dürften wir soweit eigentlich durch sein, dass man die Landarbeiterkleidung bzw. die Bauernkleidung relativ günstig kriegen. Das dürfte dasselbe sein, was du der Hansel, mit der man in der letzten Episode gerettet, was der trägt, diese braune. So, mein Lieber. Die lassen sich auch durch nichts stören hier. Wenn einer in ihr Wohnzimmer, in ihr Schlafzimmer rennt. Bitte, das ist für dich. Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Gut, und das war's dann erst mal. Reden wir mal mit dir. Ackermanns Lobart. Verdammt, was ist denn los? Ja, ich will da was abkaufen, Kerl. Hier, hast du noch was zu tun? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ich nicht. Alles klar, wie viel kostet's dann? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Gut, das nehme ich A. Dann her damit. So. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Das habe ich schon gemacht. So, bitteschön. Das war's dann.
Das ist dann meins. Bauernkleidung 1. Sehr schön. Okay. Dann ziehen wir uns doch mal entsprechend hier A. Wo wir dann standesgemäß... So ist es so. Bauernkleidung 1. So sehen wir jetzt aus. Ich denke, das sollte reichen. Das bietet auch erstmal ein bisschen Schutz hier. Und da können wir auch noch hoch. Die Steinkreise, die waren wahrscheinlich bei Gothic Ends. Ups. Da haben wir noch Feldräuber. Die waren bei Gothic Ends wahrscheinlich, bei ursprüngliche Gothic 2, so, nicht bei Gothic Ends. Waren die Steinkreise wohl einfach nur so als Deko gedacht oder man hätte mit den Dinger was machen können? Ich weiß nicht, ob sie damals schon den Plot von Gothic... nee, Quatsch. Nee, natürlich, die haben natürlich noch später im Spiel was zu bedeuten, die Steinkreise, selbstverständlich. Das ist nicht einfach nur just for fun, weil die nach des Rabendinger hier auch spielen, sondern das hat auch in Gothic 2 natürlich seine Bedeutung, selbstverständlich. Mir ist nur gerade eben nimi eingefallen, dass das auch eine Bedeutung hat. So, nachts nehme ich jetzt tatsächlich mal hier die Fackel zur Hand. Komm her, du junger Feldräuber. So. Okay, die zittern jetzt hier an dem Monolith hier rum. Du lebst doch eh nicht so besonders lang, oder? Ja. So, komm mal her. Gut. Da ist nichts zu holen. Das ging ja relativ gut hier. So, nehmen wir uns die Fackel wieder. Nichts zu holen. Ist auch besser als der Zauberlicht, finde ich. Also ich persönlich hantiere lieber mit Fackel als mit einem Zauberlicht. Da ist noch ein Feldknöterich. Da ist ein Schalter und da ist ein Lederbeitel. Was macht denn der Schalter hier? Hat's ja mal gedrückt, ne? Da war nix. Da ist ein Zunschgeschalter. Doch, da ist auch noch einer. Und? Passiert wieder nichts. Junger Feldräuber hat nichts für uns. Ah, da ist noch einer. Drücken wir an wohl. Und irgendwas Wichtiges ist passiert. Habe ich jetzt einen garstigen Wächter gerufen? Nee, ich glaube nicht. Aber das Portal habe ich hier. Ich habe den Mechanismus des Steinkreises bei Lobarts Hof aktiviert. Mehr als ein Beben hat es dabei allerdings nicht gegeben. Okay, normalerweise bei den Steinkreise, wenn ich da die Knäpple drücke, kommen die Steinwächter, die mal in der Sequenz im ersten DLC hin. 25 Gold haben wir noch, da haben wir ja fast schon wieder den Preis wettgemacht, den wir ausgeben haben für die Pharmakleidung. So, Heilkraut petzen wir uns auch noch rein. So viel dazu. Da gibt es uns nichts. Ich habe gedacht, da unten dürfte es noch eine Drachewurzel, glaube ich, geben. Wenn mich nicht alles täuscht. Es lohnt sich in Gothic 2 definitiv immer die Gegend abzugrasen und sich genau alles anzugucken. Und dafür ist es ja auch ein Let's Play hier von mir und kein Speedrun oder sonst was. Steintafel haben wir hier auch noch gefunden. Und ja, deswegen nehme ich mir auch einfach die Zeit und gucke mir hier alles in Friede an. Ich habe gedacht, da wäre noch eine Drachewurzel zu holen, aber Steintafel ist natürlich auch geil. Wenn man die Spruch verstehen kann, dann bringen die Dinger Attributsstärkung, glaube ich. Also, dass man Geschicklichkeit oder so erhöhen kann. Steintafel der Lebensenergie plus 1. Die Steintafel umgibt eine magische Aura. Das kann ich nicht lesen. Nö. Und da haben wir bei den grauen Dinger haben wir Geschichten, die erzählt werden. Und bei den etwas hellgrauere Statue gibt es dann Attributserhöhungen. Aber dafür müssen wir erstmal das Gebabbel verstehen. So, noch ein paar Erfahrungspunkte mehr, 30 mehr. Und wir haben wieder Level erreicht. Dazu haben wir es jetzt auch noch Uhr 16. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich steht gern Mitte in der Nacht einfach in eine Stadt reingehe. Ich jetzt sage, das machen wir ganz ordentlich und gesittet am frühen Morgen. Weil in der Stadt bringt es uns auch erst was, wenn wir morgens reingehen. Da ist auch noch ein Bett frei für uns. Können wir uns auch reinschmeißen und können eine Runde knacken. Bis zum nächsten Morgen. Und jetzt ist es der zweite Tag um 8 Uhr morgens. Wir sind mit Fackel schlafen gegangen. Das lobe ich mir doch so. Sehr schön. Gut, dann... Die Fackel könnt ihr behalten, ihr Buwer. Mich zieht's jetzt weiter Richtung Khorinis.
Und dafür gehe ich jetzt auch der offizielle Weg wieder weiter. Weil da würde ich, wenn ich jetzt querfeldei renne, steht ich auch noch ein paar Gegner verpasse. Und die Erfahrungspunkte brauchen wir definitiv am Anfang. Da brauchen wir wirklich jeden Erfahrungspunkt. Was wir noch machen könnten, wäre mit dem Bogen unterwegs rumgehen. Dann wird man nämlich sowas sehen. Kleine Blutflieger. Deswegen mache ich nicht so gern mit Fernkampfwaffe. Geübt ist es der letzte Scheiß. So. Ja, nur Annie hat mich im Visier. Komm schon. Au. Komm her, du Mistvieh. Okay. Der Typ ist eingefroren gewesen. Okay. Der wollte uns aber helfen. Wenigstens das. Das muss man irgendwie noch zugute halten. So, jetzt machen die uns aber Anime so viel Schade, die Biester. Durch unser tolle Landarbeiterkleidung, die wir haben. Durch unser Bauernkleidung 1. Nichts zu holen. Ich muss gerade mal noch was gucken bei der Einstellung. Zum Spiel, Untertitel, Kampffokus aufhellen, interaktiver Fokus. Nee, es stört mich nämlich irgendwie, dass ich anscheinend nicht die Lebensbalke von den Viecher sehe. Da ist noch einer, der gerade von... Ja, du wärst gerade von einem Wolf angegriffen, mein Lieber. Ein Mistvieh wen. Der Greg. Psst. Hey du, komm mal her. Komm mal her. Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Das ist natürlich auch ein Charakter, den es nur in die Nacht des Raben gibt. Und im optionalen Gebiet von Khorinis aus dem Add-on gibt es auch noch ein ganzes Nächt voll von den Kerle hier. So, hier. Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Eine eindeutige Lüge, Hansel, hier. Dann hier. Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Nun, ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herr wie du gewohnt ist. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Nun, was sagst du? Kann ich mit dir rechnen? Ja, erzähl doch mal, ne? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Habe ich recht? Ja, weil das Hamburg bist aber nur, ne? Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Haben wir mal hier. Du kannst das machen. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Das hier? Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Na gut, dann machen wir halt so. Dann kriegst du halt mal gute Bauernkleidung. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erst mal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Ja, wir werden nicht nur mal sehen, Captain Greg, definitiv. Aber jetzt sind wir unser teuer erarbeiteter Klamotte erstmal weg. Aber das macht nichts. In Khorinis können wir uns auf jeden Fall mehr kaufen. Das ist nicht das Problem. So. Aber ich hoffe nur denn, dass das andere Wache sind, weil normalerweise den ich mal das Gesicht von M merke, den ich fortgeschickt habe.
und den ich als persönlich zu abgerissen erachtet hätte. So, beziehungsweise zu unglaubwürdig und unvertrauenswürdig etc. pp. So, komm mal her, ihr Ratter. Oh, das sind ausgewachsene Riese. Das sind ausgewachsene Riese-Ratte, gegen die habe ich so geschossen. Zumindest nicht zusammen. Uah, schnell weg, schnell weg. Aber ganz, ganz flott. So, sind sie noch hinter mir her? Ach, Gott sei Dank. Okay, das war Schwein gehabt. Da trinken wir erstmal einen Trank. Und dann sollten wir dringendst hier nochmal speichern. So. Okay. Gehen wir nochmal an die Sache dran. Ich habe echt gedacht, das wären nur normale junge Riese-Ratte wieder. Aber nee, da hätten sie mal einen ordentlichen Streich gespielt hier. Okay, da war nix. Im Grabe von der Stadt sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal umgucken. So. So, Andy kommt nur angegammelt. Komm her, du. Na, so. Puh. Schwein gehabt. Gutes Rattefleisch gibt's immer. Oh, der Käseleib habe ich auch noch in der Hand. Okay. Gratis-Käse. Ja, geil. Das war einmal benutzt und in der Hand gehabt, Waffe gezogen, nochmal gekriegt. Das ist natürlich praktisch. Komm her, du. So, das war Glück. Gut, dass wir schon in eine Handwaffe geskillt haben, ne? Ausgezeichnet. So, dann gehen wir uns hier nochmal rein. Und holen uns hier nochmal diverse Crewstämme hier im Grabe finden. Ich meine, die feine Herren, die machen sowas so nicht. Aber mir sind uns insofern nichts zu schade und suchen natürlich jedes Gebiet ab. Deswegen kriegen wir hier auch so rostiges Schwert. Und eine rostige Axt gibt es auch noch. Die war dem Skelett im Rückenkanker, also irgendwas muss hier auch abgegangen sein. Oh, das sind sogar noch Blutspritzer bei der Skelette. Naja, bezweifle ich jetzt eher, aber okay. Alter, der hat das Säge noch am Arm hängen. Waren ein paar ziemlich fertige Gestalten wohl am Werk hier. Ja, hier gibt es auch Heilpflanze, Heilpflanze. Und nochmal. Ja, da haben wir definitiv ein großes Bündel. Ja, das ist dann noch ein Bereich von im Hinterland von der Stadt. Da kommen wir auch noch hier. Soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Die Stadt generell ist ein recht großes Gebiet, muss ich auch dazu sagen. Oh, da ist noch ein silberner Ring. Also im Vergleich zum alten Lager ist Khorinis definitiv größer. Da haben wir doch silberner Ring. Ein silberner Ring. Schön, 120 Gold ist er wert. Naja, wenn ich ihn verkaufe, wahrscheinlich nur 60, aber schauen wir mal. Ja, weiß gar nicht, wie man doch glauben soll. Ist ja immer schon diese 0815 Standardgespräche zwischen NSC. Warum auch nicht? Gut. Noch ein rostiges Schwert. Derzeit wäre das die absolute Superwaffe, das Ding zu tragen. Wobei 30 hat sie auch... Oh, da liegt noch ein Gold. Aber das bin ich mir definitiv auch nicht zu schade. So. Gewöhnt euch mal an den Anblick von den Knabe hier, weil wir werden im Laufe der Zeit uns den Arsch schließen und werden dann auch die Rüstungen tragen von denen. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Okay, hier noch. Ich habe hier die Kräuter für Konstantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Gut, also die erste Hürde haben wir geschafft. Und jetzt kommen wir zu der zweiten, und zwar zu dem Gentleman. An den Anblick könnt ihr euch auch mal gleich gewöhnen. Das ist eine schwere Paladinsrüstung. Das wird unser beste Rüstung dann im Spiel sein. Die werden wir auch noch tragen. Lothar, der Mistkerl. Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Okay, was geht denn da Die ab? Bewohner der Stadt verschwinden einfach. Ja, es scheinen täglich mehr zu werden.
Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht nach obendrein, wenn du in der Stadt bist, klar? Okay. Dann erklär mal. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Nö, klingt eigentlich relativ easy, aber machen wir mal hier. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel, mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Oder als Söldner vom Bauernhof oder als Magier. Dann hier noch. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Khorinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Okay, alles klar. Dann hier noch. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Okay. Sehr freundlicher Typ. Dann hier noch. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Mach ich, der ist nämlich wesentlich freundlicher als du. Hier noch. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Das stimmt allerdings. Bestimmt so 30 bis 40 Let's Play-Folge noch. Hier noch? Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Gut. Wo gibt's ja was zu schlafen? Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Das ist Die freundlich. fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Oh, das ist freundlich. Dann hier noch Xardas und so. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord André, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Von mir erfährt keiner was. Man darf halt nicht alles glauben, was man... Machen wir sowas, ne? Hör zu. Die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Das ist so ein richtig engstirniger Vollhirsch hier, der Typ. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ja, Diego ist aber wesentlich besser als du, Age. So. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos. Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Ja, genau. Das so Leute kann ich überhaupt nicht ich muss ausstehen. weiter.
Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ja. Komm. Geh auf Toilette und lass dich dafür auspacken. So, okay, was haben wir dann da noch? Rupert, hallo. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Ja, deine 2D-Nahrung sieht schon ganz gut aus. Zeig mal, oder hier, ne? Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Okay. Zeig doch mal was. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Ja, aber leider hat er derzeit nur 2D-Laibe Brot und 2D-Klumpe Reis. Aber erzähl mal ein bisschen was. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Ja, so ist es leider immer. Aber erzähl mal ein bisschen was über die Kerle. Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Zufällig, weil er die Frau des Königs umgebracht haben soll und beim neuen Lager am Damm uns zu viel erzählt hat und Lee heißt. Zeig mir deine Ware. Ach ja. Okay, da haben wir nur Schampel. Das ist nur Quatsch, was der hat. Gut. Dann würde ich sagen, um die Handwerker. Und die kümmern wir uns morgen bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee. Hat auf die falschen Leute gehört.